Guten Morgen für Ihnen alle. Ich heet jullie alle hartelijk welkom to deze Gottesdienst. En ik mocht dat we alle zijn met open harten gekomen. En je werden vielleicht alle durch breit gemerkt haben, wir würden wieder gehen mit unserer Serie von den Botschaften, aber ich dachte vielleicht wieder gut, weil wir immer da von aufbrechen. Wir haben den 5. geplant hier in Gosreden zu haben. En dan hebben we ook gerechend U te gaan hier zo. En ik dacht, vielleicht wieder gut, wenn wir uns einmal davon aufbrüten von unserer Serie in ein Thema angehen, was ganz am Platz ist, wenn wir reden von, dass wir einen U haben. Und dass wir uns einfach gut prüfen, dass wir uns im Glauben gut unjasiekj sein, wo wir uns im Glauben. Und das ist was ich von dir für ein Thema habe. Ich weiß, ich habe diese Botschaft mal gebracht. Der heißt sich selbst unjasiekj. Und wenn mir viele andere Botschaften auch Trouble gebracht haben, aber das ist eine von den Botschaften, was mir den größten Trouble gebracht haben. Das kommt dazu, dass wenn ein Mensch seine eine Ehe erst eingetauscht wird, dann ist der Reit in den Füßen abheben. So ist das Volk Israel dann da, und die Schrien kriegt sich an. Aber das ist nicht die Ursache, woran wir können abhören, mit so eine Botschaften bringen. Das ist nicht die Ursache, woran wir können dann lieber bestellt sein, am Frieden zu haben. Wenn es mit der Welt, wo wir keinen Frieden haben, die Welt ist gehasst. Aber das wahrhaftige Evangelium. Die Welt ist gehasst, dass der Mensch nicht ist und Gott ist alles. Die Welt kann das nicht leiden. Und daher, wenn wir, das Paulus sagt, wenn ich noch probe, den Menschen zu gefallen zu leben, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. So, wir sagen das an Paulus und Barnabas, wenn sie erst Gegenstand kriegen, dann werden sie bloß einfach Beruf. Dann werden sie erst noch mal Beruf, wie man sagt. Und das ist, was wir kriegen tun von der ersten Tag. Wir können nicht compromising, wir können nicht beigeben, um die Welt sein zufriedenzustellen. Wenn wir den Tag, was wir dort tun, dass wir wollen sein, die Welt zufriedenzustellen, und wir mit der besser vorig werden, dann haben wir Gott empfindet. Und das ist, was Johannes sagt. Wer hier in der Welt erfreund will sein, der hat sich dem Finden mit Gott. Und so, du können wir nicht beigeben, du können wir nicht die Wahrheit dämpfen, dass er nicht ganz mal so direkt redet. Wir machen die Wahrheit, dass du klarer vandaag bringt. Wir machen die noch klarer durchsagen. Und das, woher Paulus hier sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, das ist einfach eine Abgabe, was wir haben als Christen. Da wir uns ständig, und ihr seht, wir reden hier nicht von, wir wollen hier den Abendmahl haben, aber dann sollen wir das auch, was ist unsere Abgabe? Da wir uns von Horten und ihr seht, da wir ab ihrem Kicken sein, was tun wir uns mit dem Glauben? Was von Glauben haben wir? Aber das ist nicht unsere Abgabe, bis wenn wir denken an Abendmahl haben, dann uns und ihr seht. Das ist ein täglicher Abgabe, was wir haben. Da wir das täglich tun. Und so, wenn wir hier mal kicken, in 2. Korinther 13, Vers 5, wenn Paulus das sagt, Unjasiekj selbst auf ihrem Glauben stehen. Er sagt, Unjasiekj selbst, Unjasiekj mal, aus ihrem Glauben stehen. Er sagt nicht, Unjasiekj sein, es gibt mal ein Tag im Glauben gewahr sein. Er sagt nicht, Unjasiekj sein, es gibt die Möglichkeit, Hand im Glauben zu kommen. Noch er sagt, er redet von nu, von Present Tense. Er redet von nu. Unjasiekj sein, aus die nu im Glauben stehen. Er sagt, proef dat zelfs uit. Weet je dat niet zelfs, dat Jesus Christus en junt is? En wat is, wanneer die niet in ons is? Hij zegt, wils wanneer niet, dan heb je versagt. Wanneer het niet Jesus Christus is, wat en junt werken dat, dan zei je niet Christus. Dan heb je versagt, dan heb je geen Glauben. Wanneer je in Glauben würden haben, dat is actually dan bist een zelfs gemerkter Glauben. En du willen we van jou aangaan. Du willen kijken, zijn, wat is dit? Wat we unjasiekj doen. En ik geloof dat dit niet wat meest krijgt in de 2-part series zijn. Van jou ook nächste zondag. Grootste unjasiekj zijn, waar we ons met onze Glauben staan. Maar we moeten zijn, wie van jou durchkomen. Ik mag aber, dat we eerst met een gebed aanvangen, dat God ons mag leiden, zo waar we ons opnemen. Himmlischer Vater, wir kommen für dich und wir danken dir für diesen Morgen, was du uns gegeben hast. Und wir danken dir auch für dein Wort und dass diese klar reden ist. Und wir danken dir ganz besonders für dein Yes, dass du uns mit dein Yes, dass du umbohren ist, wegen keiner von uns wird das überhaupt machen.
dass wir schwach sind, dass wir sündig sind. Keiner von uns wird das überhaupt vernehmen, wo kart wir kommen für die. Weil das nicht den Jesus aus, wie uns das offenbaren hat. Aber himmlischer Vater, wir danken dir, dass die Gerüts hast uns, dass die offenbart, die hast uns das gewesen, wo sei kart wie kommen. Und die hast uns das gewesen, wo neidig uns ein Rara fehlt. Und die hast uns gewesen, wo wenig wir uns selbst kennen, die hast uns das gesagt, wir können überhaupt nichts tun und die. Himmlischer Vater, dass die uns das gewesen hast, dass die unsere Horten hast, die Steinschalde wahrgenommen, dass die uns hast in Fleisch nicht hart gegeben. Dass wir überhaupt empfindlich geworden sind, himmlischer Vater, du dank wie die für. Und nie bad wie, dass die das auch wieder musstest, dort, dann musst du uns immer doller empfindlicher mehr unter den Sinn, musst du uns immer schneller mehr unter all das, was arg ist, all das, was die nicht gleich, himmlischer Vater, musst du uns auch einen Hut angeben, indem, dass wir den Sinn nicht leiden können, musst du uns eine Läufe angeben, für das, was die Läufe da ist. Himmlischer Vater, die allein kostet da und das beten wir in Jesus' Namen. Amen. So, wenn wir hier mal nachdenken. Want hij zegt, Unjasiekj zelfs. Hij zegt niet mal so sagen, dat wir sollen nicht onze Nuber gaan unjasiekj. Und das ist nicht mal so sagen, unsere Arbeit. Das ist unsere Arbeit, dass wir uns selbst unjasiekj. Ich habe nicht mal so sagen, diese Abgabe, dass ich nicht alle einzelweise unjasiekj da in so einem jeder einer von ihnen steht. Even wanneer ik ook de pastoor wil zijn en ik zal oppassen dat de schub, dat de godsvruchtig leven, ik zal voor de zorgen al. Dat is alles zo. Maar dat is niet mal zo zijn mijn opgave, dat ik niet alle einzelwees unjasiekj doe. Ik heb mij te unjasiekj. Ik heb mijn opgave is, ik heb mijzelf te unjasiekj zijn als ik werkelijk im Glauben sto. En ik heb mijzelf te prüfen. Dat is waarom Paulus dit zegt, wanneer hij redt van het overmaal. Hij zegt, jeder einer prieft zich zelfs. Hij zegt, jeder einer zal zich zelfs unjasiekj. En dan wordt hij zich als een Sünder vuil. Dan wordt hij zich zijn, wat hard ik heb. En dan wordt hij op eenmaal zijn, ik zal actually niet mal, zo zinnig als ik zie, ik wil niet mal zelf dat overmaal nemen. Maar wat je doet zo dan. Want je bent zo zinnig vuil, want je de zin waarlijk geworden is, en je zijn wat hard gekomen. Dan zeg je einladen ten overmaal. Wat je weer niet einladen is, dat zijn de Salzgerechten. Die wat nog nergens een Fehler gemerkt haben. Die wat zich fernstehen met God. Die wat Gott allemaal so uitgehalten haben. Gott ist so tevreden mit diesen Menschen. Die sind nicht eingeladen. Und du hör mal, wie du kommst, dass wir uns als Sünder befinden. Nicht, dass wir Sünder bleiben, Gott, der wasch uns. Seine Gerechtigkeit, der reinigt uns. En seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. So wir können uns nicht dort verloren, dass das was ich meint, dass wir können in uns sündiges Leben wiederleben und durch ein Gefallen haben. Das ist nicht, was es meint. Was es meint, ist, wir befinden uns als Sünder. Und wir sind verkehrt, wir kommen und wir, so ist der Engländer sagt, we just absolutely hate it. Wir können unsere Sinn nicht leiden. Das ist, was es meint. So, en Paulus zijn roet als sagt, Unjasiekj zelfs als je werkelijk im Glauben stehen. En wir würden sagen, oh ja, ich stehe im Glauben. Aber was wird den Glauben Unjasiekj? Wovon Glauben ist das? Wie weit noch Jakobus 2, der redet auch von dem Glauben. En Jakobus 2, Vers 19, wenn wir da mal handblättern da. Jakobus 2, Vers 19. Want hij sagt, du glaubst, dass du ein Gott hast. Als wovon Glauben hast du, weil wir uns dort mal fragen. Er sagt, du glaubst, dass du ein Gott hast. Sagt er, gut, dort glauben sogar die bei sich erst, dass du bis Satan sei. So von wovon Glauben muss Paulus hier dann reden? Wir haben einmal davon geredet, dass Paulus und Jakobus, die sich nicht wahr sprechen, die sind nicht einer jenen ohne, die stimmen 100% mit. Wenn Jakobus auch da dort erwähnt hat, dass die Worte dort bewiesen tun, es wie wirklich Glauben haben. Und das Glauben ohne Worten, das ist hier in der 20. Vers sagt, da wirst du nur nicht ansehen, dass die Glauben ohne Worten nutzlos ist. So, das wird Jakobus sagt. Und Paulus, der ist auch nicht gegen die Worten. Wo Paulus der gegen ist, das ist, dass ein Mensch sich auf seine eigenen Worten verlässt und läuft durch, was er gerät. Das ist, wo Paulus 100% dagegen ist. Aber Paulus sagt, wir wollen nicht durch seine Worten geraten, das ist allein durch Gott seine Gnade. Aber Gott seine Gnade ist groß genug, das muss wir klar haben. Gott seine Gnade ist groß genug, dass wenn er wem den Glauben offenbaren hat, das wir Luther in der Botschaft waren sein, das ist stark genug, um unser Leben zu ändern.
Das ist stark genug, um uns wel ändern, das ist stark genug, um allen uns ändern, dat het dan ook wat te zijn zijn, als wat geworden. En dat is van wat Jakobus hier reden hat. Wo kost die sein, dat die im Glauben bist, wann die nicht on te zijn is. En dat is wat Paulus hiermit meint. Unjasiekj, of je im Glauben zijn. En was Übersetzungen würden sagen, Unjasiekj, als je wirklich im Glauben zijn. Hij zegt, proef dat uit, weet je dat niet zelfs, dat Jezus Christus en junt is? En wat wil je damit willen zeggen? Maak je dat gleich, dus een andere kracht en junt, wat junt regeren dat? Maak je dat gleich? Proef je dat uit junt zelfs? Dat je junt zelfs raselijk zo anstrengend, en wil je dat met je ene kracht doen? En dan maak je dat op eenmaal, dat zie je niet mal echt, wat dit als Jezus Christus, wat dit in mij werken dat. Wanneer we wieder worden met dat beëindigen, dan wil we dat eenmaal maken, dat ik niet mal gewollt. Die zegt dat ik überhaupt gewollt habe, dat we al ganz Gott zijn genoeg. Hij zegt in Philippa 2 vers 13 zegt dat Gott werkt in jullie beides dat wel en ook dat vorig merken. Dat we überhaupt gewollt hebben. En dat is wat Paulus hier meint. Dat moet zijn, wat is dat wat je treft? In Galater 4 vers 13, du habe ich dat so klar, wo Paulus dat sagt, wo Christus uns auf die Freiheit verhalten, aber was du dann noch passieren wird. Wenn Christus uns wirklich auf die Freiheit verhalten, wenn seine Kraft in uns wirken, dann wird du was anderes sein, da wo wir einen Kampf in uns haben, wo wir auch nicht gehabt haben. Und dort ist diesen Kampf gegen uns eigenes Fleisch. Da wo wir einen Kampf haben. Warum hören wir Paulus das hier sagt? Hier sagt Galater 4 vers 13, da fängt es still und sagt, der Bruder, jent auf Christus die Freiheit verhalten, bloß braucht die Freiheit nicht, der Fleisch den Willen zu looten, dein einer den anderen in Leib. Weil's das ganze Gesetz erstmal ein Wort abgeführt, die sollst dienen nur bei Jerusalem Gott sein, und ist die selbst. Wenn jent du bei ihnen einer bieten in der holen, seid du nur, dass die nicht ihnen einer in den Grund bringen. Ich sage ihnen so, wandelt im Jes, da wo je dat nicht tun, wo dat Fleisch gelassen wird. So hier kann es sein, wenn ein Mensch erst wahre geboren ist, wenn ein Mensch erst ein Jes in sich hat, was nicht anders gesagt ist als das Fleisch, dann hast du nie einen Kampf. Du hast nie einen Krieg angefangen, was du nie nicht angefährt hast. Ein fleischlicher Mensch, was noch nie nicht auf den Heiligen Jes gehabt, der hat keinmal diesen Kampf, dat ihm gegen sein Fleisch und Blut kämpfen wird. Der hat einen Kampf, der fährt das Fleisch und Blut. Der Kampf alles an sich selbst zufriedenzustellen. Der Kampf seine Ehe hochholen. Der Kampf dumm. Das ist sein höchster Kampf. Aber wenn wir erst den Heiligen Jesus haben, wenn Gott an sich schwere geboren hat, und dann hast du gemerkt, wie das an zwei Lebens. Und die fetten sich. Er sagt es dit. Wandelt im Jesus. En andere wird, gut ist der Jesus leiden dat. Und er sagt, dann wo je nicht tun, wo nur das Fleisch gelassen hat. Und hier wird das einer klarstellen. Der Beweis, dass wir nicht so wandeln, dass der Jesus ist, erst dort uns wirklich was passiert ist. Wenn wir uns über Böse tun, ich sie wahre geboren, und wenn wir uns Böse tun, ich fährten da gegen das Fleisch. Ich will das Fleisch mit alle Gewalt sein, durch die Kiel. Und da kann sein, dass wir das bis mit unserer eigenen Kraft wollen tun. Wenn wir das nicht der Jesus ist, was uns halb das Fleisch zu kriegen, dann wollen wir das dann auch uns so tun, als wenn wir das selbst wollen. Dat is zelfs niet is religion, dat is zelfs niet is een falsche damit, zoals in Kolosser hier zegt. Waar we doen mal handlederen. Kolosser 2. Kolosser 2 vers 23. So, wenn wir das niemand an seine eigene Kraft wollen, wenn wir wollen haben, uns soll es von Bieten so looten, als wenn wir von den Heiligen Jesus regiert worden, oder wenn uns das soll ein Christ looten. Weißt ihr, was das ist? Das ist nicht ist eine falsche damit. Das ist alles, was das ist. Wenn ich sage, es ist das. Das ist wohl so, als von dort sich selbst abgeleitete Frauen sein. Soll wir Frauen sein? Of course, wir sollen. Aber hier redet er von, dass selbst abgeleitete Frauen sein. Dan moeten we ook goed aan denken, en dan is dat dort wat een mens uit zichzelf proeft te doen. Dat is niet de Heilige Geest wat dit regeren deed. Dan is dat wat hij zelf proeft te doen. Je hoort maar wat het hier zegt. Hij zegt, dat zit wel zo als van dort zichzelf opgeleide vrouwen zijn en deze falsche duim in de wijsheid liggend. Wings wat zeg je in de wijsheid liggend? Wings van buiten gaan kan het halverwege dat looten. Maar wat zeg je er weer? Wil zij den Körper schonungslos behandeln.
Sie wollen dat met ihre ene Kraft, sie doen sich selbst even viel Leiden antun. Sie doen den Körper sogar schonungslos behandeln. Aber was sagt das? Was passiert in den innerlichen Mensch? Nichts. Der innerliche Mensch ist noch nicht geändert. Er sagt, über die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch ab keinen Weg unter Kontrolle gebracht. So, mit einer falschen Demut, mit einem selbst abgeleitet Fremdsein, kann kein Mensch das tun, was Paulus hier sagt. Er sagt, wandelt im Jes, wenn wir hier in die 3. Galater 5 gehen, er sagt, wandelt im Jes, dann wollt ihr dort nicht tun, wo das Fleisch gelasten wird. Wenn es das Fleisch verlangt, du dort, wo der Jes nicht will, und der Jes will dort, wo das Fleisch nicht will, der wird sich immer jeden Ewa, dort die nicht tun, was die tun möchten. Die sagen, nu habe ich diesen Kampf zu kämpfen, wenn Christus wirklich in ihnen ist, nu habe ich einen Kampf, was die Nähres auch gehabt haben. Nu habe ich einen Kampf, gegen einen Fleisch und Blut auf zu sein, gegen einen Fleisch und Blut zu ziehen zu stellen. Nu hast dort nicht mehr der sei, nu erst du ein Onra, nu ist du ein Stärkerer, nu hast das Stärkerer aus. Wenn Gott sein Jes, wenn Gott sein Jes, muss Jerut so viel Kraft haben aus ans Fleisch und Blut, dass er sich immer ein bisschen abdeckt. Da wird viel werden, was gewähnt. Da wird Fleisch und Blut gewähnt. Aber Gott sein Jes ist stark. Und das ist, was Paulus sagt. Unjasiekj mal. Wo stark ist Jesus Christus? Wir haben manchmal ans Gott seine Eigenschaften festgehalten. Wo übermutig graut, den seine Kraft ist. Du hast nicht, was gegen seine Kraft kann. Und wenn wir über sein, wir sind Christen. Wenn wir sagen man ans Mühl, wir sind Christen. Aber in den selben Zeit hast du nicht eine große Kraft genug in uns, um ans Fleisch und Blut zu kriegen, was sei wie du mit? So klein ist Gott? No. Der ist stark genug und der ist so weit stark, den Muten stark, dort keiner gehen, den kann. Und das ist, was Jakobus du noch handelt hat. Sagt er, das wird zu sein. Was von jetzt nicht in den regieren hat. Wenn es hier so in der 18. Vers, Galater 5, Vers 18, sagt, wenn die von den Helden jetzt regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Das Gesetz, was gegeben wird, da wird von Bütenhand gegeben, sie sollen, dass wir da ist, was die Menschen sollen tun. Keiner kann das jemals, das Gesetz erfüllen. Keiner kann das so holen, das Gesetz so holen, dass das vollkommen holen. Wir sind alle schuldig, das Gesetz stampelt uns alle aus Gesetzesbrecher. Aber nie sagt es das, wenn die von den Helden jetzt regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Das ist Jeremia eindeutig sagt. Das ist nie ein Bund. Den war ich ab den Hort schreiben, nicht ab Steintufeln. Das nie, was ich nicht tun, das war ich nie ab den Horten schreiben, nie war ich ihn vom Band ändern. Ich soll die mit jener Kraft, die das haben wir alle bewiesen, keiner können. Was ich nicht tun, das Hesekiel 36 sagt. Ich war, sagt er, Gott sagt, ich war. Jent ein nie het hart geben, ich will jent das steinerne hart nehmen, ich will jent ein fleischende hart geben, ich will jent in meinen Jes geben, ich will so ein Lied von jent mehr, und was meine Gesetze holen, und du noch leben. Sagt Gott sagt, ich will, da wird immer allmählich wird für jent, da wo ich tun. Und da will jeder tun, wenn es das sie nicht gibt, was tun, ich kontrolliere das. Das ist, was es meint. Wenn die jent von den Helden Jes regieren lassen, und wir wollen die Himmel von aufladen, von Gott seine Dreieinigkeit. Die Führer sehen in Helden Jes, die sind ein, das ist ein Gott. Und wir wollen den Helden Jes kümmern so viel Kindern, dass die bloß du so ist, Prof, aber wenn wir das nicht lassen, dann kann die nicht. So ein Kinder jetzt weil wir den Helden Jes kümmern aussprechen. Was wir sagen ist das, Gott ist stark genug, dass wenn er sich wählt, was zu tun, dass das tut. Du hast keiner, was anbrechen kann. Dann hat er sich übergeteilt, was er tun, und dann prüft er mal aus, mit feiten Händen jeden zu holen. Sein wir wie die waren kommen, die waren plötzlich verspielt. Wenn jemand ein Tag soll mit einem großen Wrestler wresteln, der hat Jahren Experience dazu. Und die kann nicht mal wresteln. Die proben nicht mal jeden den. Warum? Wenn sie weiß, dass halb unmöglich ist. Das bist nicht mit den Helden Jes uitfing. Das bist nicht mit den Helden Jes uitfing, sein es nach kein Wehren, wenn sie verspielen unmöglich. Gott ist dort. Und dann, manchmal sagen wir in der Gefahr, dass wir dann beschuldigt worden sein, okay, Gott, der bemat wem,
Gott, der bemacht wem, dass der mit Gewalt mit selig wird, wenn er nicht mal will. Weil, lass mich das sagen, keiner von uns hat jemals Gewalt. Dort wie überhaupt will. Dort uns Angst und Bang wird über unsere Sinn. Dort uns Angst und Bang wird über den Hall. Dort hat Gott auch gewirkt. Wenn er sagt, Gott wirkt in den Beides, dort wollen auch dort vor ich mehr. Und Gott ist dort, wer sehen jetzt in den Jahren, der Jahr. Wenn wir Menschen bekehren, wo der Heilige jetzt nicht an der Arbeit ist. Die lachen und spattern durch Eva und die merken, die kriegen keine Angst durch Eva. Die sind ganz 100% okay damit und die gehen gleich am Weg in der Halle und die bohren das nicht. Aber allein dort uns als Angst und Bang geworden. Du kannst Gott verdanken dafür. Woran, wenn es heute wirkt diese Angst, all heute oben Bordlands, er wisst uns, wo sei hier am Weg hin. Und er sagt, heute wirkt in den Bären, dort Wellen noch davor bringen. Dort uns Sinn anfangen zu changen, kann wir nicht selbst. Wir können uns selbst nicht wählen, bis wir einfach uns Sinn mal zu ändern, wir sind dort nicht mal in Sturm. Wenn es unser natürlicher Fleisch und Blut haft nicht mal ein Verlangen danach. Das kann wir in Römer 8 so klar sein. Dass der natürliche Mensch haft kein Mal das Reich, sich ihr Tod zu sprechen, das von der Gewalt hat. Wenn wir mal kicken in Römer 8, Vers 7. Wer fleischliche Sahnen ist, das feindlich gegen Gott, wenn es das Fleisch nicht Gott und Jadonen ist, auch nicht können, wann er noch will. Der originale griechische sagt, der kann das nicht. Der hat nicht noch, du hängst heran geschrieben, wann er noch will. Wenn es der will nicht mal. Wenn es dort wollen, even dort, das Paulus dort sagt, Gott wirkt dort wollen und dient, dort je überhaupt wollen, das ist ein Wunder. Dort hat Gott nur noch gewirkt. Und wenn wir hier nicht zurückgehen in Galater 5, wenn uns nichts passiert ist, wenn wir kein Heiligen Geist haben, das ist kein Geist, das ist keine Wirkung von Gott in uns, und Gott lädt uns bis zu uns selbst. Er hat keine Hand gestreckt, uns trete holen von der Beise. Wir wollen horchen, was der natürliche Mensch ist. Du sagst Paulus nicht bis in Römer 3, wo das sagt, hier war er. Was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Und ich will haben, wir wollen über zwei Dinge aufmerksam sein hier. Er sagt, was das Fleisch verworfen hat. Er redet nicht von jenen schlechten Worten und von jenen guten Worten. Paulus, der sagt, das ganz aus schwarz ab wird von unten. Er sagt, das Fleisch sind Worte. Und was meint er mit dem Fleisch ihrer Worte? Das ist, wer je selbst sein, uitgehend selbst, darum, dass der Heilige Geist wird in den regieren. Das ist, wer je sind. Er sagt, es ist das. Was das Fleisch verworfen hat, ist klar, du als Ehebruch, Hürerie, Unreinigkeit, unbehandelt Leben, Aufjäterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Hauptsache Wut, Nusig sein, Zank, Spolerie, Aufgans, Mord, Sübnen, Freten und so was mehr. Ich habe Ihnen dort einmal gesagt, aber ich sage das noch einmal. Die, die so was tun, werden in Gott sein Recht nicht ankommen. Je met jene fleischelijke kracht worden nergens aankommen. Dit is wat je best zijn. Daarom dat God zijn genoeg en je werken deed. En ik heb me wel klaarheid dat het van onder zaten deed. Den Jes zijn vrucht. Hij spreekt deze niet ans Menschen toe. Hij zegt niet mal dat jene laat me dat zo klaar zijn als ik kan. Hij zegt hier niet, jene goede woorden zijn dit en jene slechte woorden zijn dit. Hij zegt, dat Fleisch, dat is dat ganz verval je. Dat is al wat we hier gelezen hebben. Den Jes zijn vrucht. Waarom zegt hij dat zo klaar? Waarom zegt hij dat als zwart op wit van onder? Den Jes zijn vrucht. Dit is niet maar jezelf. Dit is niet zelfs wer dat werken dat in dient. Den Jes zijn vrucht als lief, vrede, geduld, vriendelijkheid, goed gezonnen zijn, Gloowen, gelindigheid en zelfsbeherrschen. Gegen so ist das gesagt nicht. Nu hör ich mal, wat Klarheit das hier von onder sagt. Das spricht uns nicht mal zu. Es waren wie noch würden ein Sturm gewesen das. Nur sagt den Jes ihnen Frucht. Wenn er hier sagt, wenn die ihn von den Helden Jes regieren lassen, dann hat das gesagt, es geht nicht mal zu sein. Paulus darf die Korinther denken gehalten, er hat gesagt, Unjasiekj, seines gewaltlichen Glauben stehen, prüft das selbst uit. Weet je dat nicht selbst, dat Jesus Christus in junt ist? Weet je dat nicht, dat der Heilige Geist das in junt regieren dat? Wenn es von dort nicht da ist, dann sei je nicht mal im Glauben. Dann sei je nicht im Glauben.
Wenn es nicht Jesus Christus ist, wer dit in uns wirkt, dann sind wir nicht im Glauben. Wenn wir dit proben, uit uns selbst zu kommen, dann haben wir in selbst gemerkt, der Glauben. Dann haben wir uns noch so fromm von bieten Handstall. Aber uns Hort von Bern ist nicht geändert. Unsere Natur, uns Verlangen, Beise zu tun, erst du noch einmal kriegst es einmal. Und dort ist Krieg, wo viele Menschen sich von der ersten Tag gründlich so mit anschmieren. Sie glauben, mit dort, was sie sich an euch strungen, die Entscheidung, was sie genommen haben, der Kredit, was sie sich selbst aussprechen tun, dort ist erwacht auf den Himmel. Und glaub mir dort, die geradste Unschmiererie von der ersten Tag auf der Welt, es kriegt dit. Die wird auf ganz öffentlichen Sinn leben, die wissen nicht, wo sie am Weg hin sind. Die wissen, dass die Späteren sogar nach du Evan sagen, no, ich sie am Weg nicht Hall. Die Späteren du Eva, die sind doch nicht mal Plitsch mit. Aber das sind Herden Menschen, die glauben, sie sind am Weg in den Himmel, based on was sie getan haben. Dort ist die geradste Unschmiererie von der ersten Tag in Türken sein Fall von uns dort. Und was für eine Unschmiererie wird das sein, wenn wir die nicht warnen tun? Diese Warnung stimmt, die soll uitgehen, die soll schreien. Wenn ich wo allein sehe, einmal fragen sie mich, warum redest du diese Dries? Warum bist du warst du ewig? Ich will nicht mal so eine Frau stellen als das. Wenn ein 2-jähriges Kind auf der Suchbohnen spielt, und ich sehe die einzige Grote, die dicht bei ist, und da ein paar 100 Meter auf, du kommst die Such an. Wo würd je wollen haben, soll ich dann regieren? Würd je wollen haben, ich soll dann ganz nahtjes, bis zu dem jetzt so vorstellen und sagen, komm du schwinn rauf. Würd je zufrieden damit sein? Oder würd je dort dann in den Momenten down sein, wo das sagt? Würd je dort in den Momenten down sein, wo grülich sich dort hier, wo so ich schreien würde, und ich würde ran, und ich würde alles tun, was ich kann, um dort Kind zu sein rauf zu kriegen, das sucht die Unjasiekj. Da würde ich mir ganz recht geben. Dort ich halt einfach geschrien. Dort ich einfach halt ernstlich geraubt. Dort ich halt alles angewählt, was mein Körper und mein Mühl kann tun. Und die würden mir recht geben. Nu will ich ihm bloß eine Frau stellen. Was erschreckt ja, der Such oder der Hall? Wo soll ich über das reden? Wo soll ich ihn in die Ohren verschlingen? Wann soll ich das sagen, dass die nicht so stieren tun? Dass sich nicht so aufgeschoben wird. Wenn es die geradste Unschmiererie wird, kriegt das sein. Wo sie in so naht, die Ohren gekittelt haben. Wo sie so vernünftig haben, dass ich dort nicht so ewig hören. Und im Mut gesprochen, oh, die sind so fern am Weg. Guck mal, was die nicht all vergeudet getan haben. In Matthäus 7, Vers 22 sagt er, so sagt klar, was dann ja. Sagt es das. Jesus sagt, und jenen Tag wollen fehlte mir sein, Herr, habe ich nicht in deinen Namen prophezeit, habe ich nicht in deinen Namen so tun ich gedreven, und in deinen Namen viel gewollt, geworken, getan. Guck mal, wie viel Selbstvertrauen hier in der das. Guck mal, was wir nicht vergeudet getan haben. Und Jesus sagt, und dann, wo ich am sagen, ich habe die noch nie gekannt, was ich mit ihnen geschlechte. Die Übeltäter. Die haben den ganzen Zeit bis auf den Selbstvertrauen gehabt und nicht einmal auf das, was ich in ihnen können tun. Die haben auf den Selbstvertrauen, dass sie nie nicht ich gewesen. Er sagt, ich habe nie nicht gekannt. Das meint nicht, dass Jesus nicht weiß, dass der Abed werden. Hat nichts mit dort zu tun, hat zu tun mit Gemeinschaft. Das ist wie ein Pott von ihnen. Das ist, warum das die geradste Unschmiererie ist, auf Selbstvertrauen. Und so viel ihr zu sprechen, dass wenn wir in Sturm gewesen sind und durchkommt, das ist, warum das durchkommt, dass Menschen dort viel zu euch ist, wenn wir Gott so hochstellen in den Menschen so leicht. Das ist, warum die Menschen so leicht, so entweder werden, und die sagen einfach, wir ran die Menschen rauf. Weil wenn die wissen, wo leicht wir wirklich stehen für Gott, da wird ihnen dort nicht mal trübeln. Wenn wir Gott sagen können, wer wir wirklich sind für Gott, Gott gegenüber, was von Stoffklüten wir mal sein, da wird wir das selbst tun. Da wird wir selbst sagen, das stimmt wirklich. Ich sehe nichts gegen Gott. Gott ist alles und ich sehe nichts. Und Gott, wenn dort nicht von deiner Kraft kommt, Gott, wenn dort nicht du bist, dann sehe ich ut. Und alles, was ich bis noch getan habe, ich habe jeden, die gerebelt. Ich sehe jeden, die was.
En wanneer du dat raag merkst, dan schickst du mir bloß Glück naar Hal. Aber dass du noch hast Erbarmung gehabt über mich, dass du noch gewählt hast, mich zu raten, das ist all bloß einfach unuitsprechlich viel genug. Was ist der stolze Mensch, dass er sich so hoch heeft? Dat hij gelooft zoveel zelfs gelooft te doen. En zich zo zou erheven heeft. Maar weet je waarom dat doet, Kamp? Dat een mens zo stolz is met zelfs, der hat nicht die Ursache, wer Gott ist. Der euert dort, wenn wir von Gott reden. Die sind bildflohental. Sie haben sich mal selbst einen Gott gemerkt in ihren Gedanken. Und den Gott, was sie sich gemerkt haben, mit dem sind sie ziemlich ganz zufrieden. Und dann ab einmal hast du, ich kämpfe während der Tag die Bibel auf und dann sagst du, no, weißt du Gott, der Gott von der Bibel, der Gott, was Himmel und Erde gemerkt hat, das ist dieser. Und dann einmal hast du gemerkt, wie dort den Gott kann die aber doch nicht leiden. Von dem Gott, was sie viel pochen tun, dort ist den Gott, was sie sich selbst in ihre Gedanken gemerkt haben. Warum muss ich was Jesaja 46 sagt? Wenn wir glauben, dass Gott jetzt mit Menschen zu vergleichen, Jesaja 46, wenn er es das sagt, Jesaja 46, Vers 4, er sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer ist so als ich sie? Und wem denkt ihr, dass ich so soll sein als du? Okay, wir reden nicht von Gott. Maar nu explain mir mal, wat is die Gott? Maar wat is die denn vergleichen? Was ist denn Sturm zu tun? Wir hatten nicht, wenn die Zeit haben, ich habe nicht Gott seine Eigenschaften alle übergehen. Aber ich hatte eine Liste von bis 15 Stücken, das sind noch lange nicht alle von Gott seine Eigenschaften. Und das ist gründlich daran zu denken. Wenn wir schon mal checken, diesen Gott seine Eigenschaften, wer er ist und wo er alles unter Kontrolle ist, wo souverän er ist über alle Dinge. Like, wer sagt wie? Wer sagt wie? Denjenigen er war. Und diese Frau ist gekriegt so. Wenn du an Gott denken darfst, und was denkst du dann? Was merkst du dir deutlich? Und kriegt diesen Trouble, hat natürlich ein Mensch. Der fleischliche Mensch hat diesen Trouble. Der hat sich an Gott ausgedacht, und sie ihn nicht gut denken. Das ist, warum das so gefährlich ist, wenn wir wollen, wir deutlich merken, wer Gott ist, und wir brauchen sogar vielleicht einmal noch Bilder. Jesus sagt, woher denn wird ein von den kleinen Worten Hindernis sein? Und wie würden die kleinen Kinder nicht all irgendwas abwarten, dass die sich in ein Gott tupschüstern in ihre Gedanken? Das tun die also so selbst, dass wir nicht nach mithalten. Das macht wir lieber ganz anders, dass du weich kriegen. Und die wussten auf einmal den Zweig ab. Und die haben sich selbst in Gott gemerkt in ihre Gedanken. Und Luther war wie die Frucht sein, was du von kämpft. Den Gott, was sie vielleicht mal haben, wo ein Bild sein, den bringt er sich lebenslang in ihre Gedanken mit. Und das ist, warum das so gefährlich ist. Aber hier eine Gott fragt uns, mit wem do wir am vergleichen? Was merkt wir uns deutlich? Wer ist das Gott? Und wenn Menschen aus sich selbst nicht in Sturm sind, zu begreifen, wer das Gott ist, und nicht in der Ursache haben, von wer das Gott ist, dann merken sie sich selbst ein. Und ob es hier kriegt, ist das hier in der 16, 7. Vers ist. Es sind Menschen, die haben Gold in Pengel, wegen das selber auf der Wegschule, und sie nehmen sich ein Goldschmied an, dass der an ein Gott davon merkt, für den sie sich knien und anbeten. Nu hör ich mal her, wo allmächtig der Gott ist, den was sie sich selbst gemerkt haben. Sie heben sich den auf den Schulter. Diesen Gott, den drehen sei. Sie heben sich den auf den Schulter und drehen den. Und der Stahl, den wohnen, der bleibt da, der bewegt sich nicht mal. Wir wollten, dass Gott seine Eigenschaften ist, das heißt unbeweglich. Keiner kann den bewegen, aber diese kann den bewegen. Diese nehmen den auf den Schulter. Wo das Gott sich nicht bewegen, das ist, wo sie den an Heu sagt, du bleibst dir dann stehen. Die kann sich nicht bewegen, wenn den wir anrufen, auf die keine Antworten kann, können in seinen Trouble halten. Nu wollen wir uns dort mal besäuen. Nu wollen wir das selbe anwenden auf unsere Radung. Du bin frage, der Radung, der was wir haben, ist eine selbstgemerkte Radung. Ist das der Radung, was wir auf dem Schulter drehen. Ist das der Radung, was wir gemerkt haben. Und der Radung, der hat keine Kraft, uns von Band zu ändern. Die bleibt durch. Ist das der Radung, was Gott in uns wirken hat. Das ist, was Paulus uns fragen hat. Unjasiekj, seines gewaltigen Glauben sein.
Als dat Jesus Christus wordt dat in je werken, deswegen war nicht, dann habe ich so eine Radung, so eine selbstgemerkte Radung, als viele Menschen einen selbstgemerkten Gott haben. Die drehen sich den am Schul, aber die können vom Band nicht anfangen. Und lass mir doch mal mit diesen zwei klarer sein. Eine selbstgemerkte Radung, die sieht mehr mal so steht aus. Ich habe Jesus euch genommen. Ich bete dann mit denen ein Prediger taub. Ich do. Kan je hier hoeveel acts du mangst zijn? Want Jesus aber gesagt hat, wenn Jesus aber all gesagt hat, an jenem Tag waren viele zu mir sagen, Herr, ha wie nicht? Und ich wollte ihm sagen, ich habe ihn noch nervös gekannt, war ich mit ihm geschlagen. Das wir nie nicht echt, was das wirken, das gibt es selbst, das ist eine selbstgemerkte Radung. War ich mit ihm geschlagen? Das ist, worum so eine selbstgemerkte Radung so säuert und schmieren ist. Wenn es von Büten haben, das Jesus zu den Pharisäern sagt, von Büten, der die Gerever Schmuck wird formen, die Oje wird die Gerever, sagt er zu den Pharisäern. Die Oje wird die Gerever, von Büten sei je Schmuck geschmeckt, Schmuck je vor, auf den Schmuck abgestockt. Was der Band ist, das ist ein Lot, das du geknackt ist. Das ist ein eklig, was du Band ist. Das ist je. Keine selbstgemerkte Radung als Charakter steht. Das sind alle wittige Gerever, was du von bieten soll, Schmuck luten, aber von Bern sind, das bis Lot, das du geknackt ist. Wenn die nicht zum Leben gebracht wurden, wenn das nicht Jesus Christus ist, wer ihn zum Leben bringt, die sind Lot, das du geknackt ist. Das ist Hesekiel 36, sagt. Das ist eine ganze Lehre, weil du geknackt ist. Und wenn das nicht Gott ist, wer ihn Leben gibt, dann blieb ich tot. Das wurde Paulus sagt in Epheser 2, sagt er, je wären dort in jener Sinn, nicht schleiperig, nicht mit so, no, je wären dort. Je wären dort. Hesekiel 37, wie es an so krank war dort, die wären noch ganz dreig, die knackes. Was kann ein Dort ja drei knacken und sich selbst tun? Absolut nicht. Und das ist Krieg. Das ist Krieg, was Paulus ans Wald denken hat und sagt, Unjasiekj junt, sei je wirklich im Glauben, sei je wirklich lebendig geworden. Mag je dat de dode knackers wat je weer en God heeft uit hem leven gebracht. Er zei je bus geraan en han het knackers tup gelezen. En han hem maar terug tup gedraaid. Ik wil dat deze zwak zijn. Vele pastores hebben dit al gedaan. Vele pastores in kerken. Waarom moet Hesekiel 36 gaan, dat ons het een klein beetje duidelijk wordt, wat du aangeeft. Hesekiel 37, entschuldig, ik zei 36, dat is Hesekiel 37. Hier is dat wo Hesekiel deze vision kreeg. Hij zegt, ik voel de kracht van Herrn op mij komen. En die bracht mij durch den Herrn zijn jas uit en stal mij midden in een vlakke toel. En alle ween in een toel lagen knackers. En hij zegt hier, deze weer nog ganz dreig. Die weer en de stem vraagt aan. Menschen sehen, kan deze knackers nog maar waar leven? Ja, maar wanneer het van Hesekiel afhängig was, die waren de roet alle. Maar hij zegt, Herr, dat weet je. Like, wat kan ik met deze doen? Like, ik weet niet wat ik zal met dit doen. Ik zie ohne eng, ik kan niet. Maar God zegt, goed profeteer te die, goed predigt die. En dan deed Hesekiel, hij zegt, was krijgt es aan dat we opgegeven worden. En de knackers, die stalen zich de top en de bewussten met vlees en zeen. En was du even. En hij maakt nog waar gaan reden. Hij zal tegen Urim reden, dat de leven je Urim in de naam kampen. En lees je het even. Gebetsvol dat even lezen. Dat moet kijken wat het werkelijk zegt. En dan stonden die op, kregen die in leven en stonden die op, en dat is een grote Heer. Dat wie God wat het doet. Hesekiel zal gaan tot de dode knackers reden, dat even wanneer het ze zagen, wordt het niet halten. Maar dat is het niet wie, wat er wordt uitmerken. Ten gaan tot de dode reden. Maar dit is wat ik wil zeggen, wat veel pastores al van de eerste dag gedaan hebben. Want dezezelfde vrouw, want God dezezelfde vrouw, viele Lehrer, Prediger und Pastores in der Kirche von der ersten Tag würden fragen, oje, kann diese dode knackers noch mal wahr leben? Weißt du, was die würden tun? Die würden ersaten und die würden ran, oh ja, ich ein Gott hab, oh yes. Oh yes. Das wird nicht lang dauern, dann würden die mit einem großen Armfall top gelesen, die Knackers angucken. Und dann würden die auch mit den Tangen drüber top drehen, dann würden die durch Hand stahlen, dann würden die sagen, mir Gott, kann es nicht sein, das fängt an mit einen Mensch zu looten, nicht so? Das sind wir dode Knackers. Horch mal her, was die Schrift uns will sagen, die kann das nicht. Das ist allmählich, das ist nicht, was die selbst tun. Die sind nicht in Sturm, das selbst zu tun. Und das ist, woran der selbst gemerkt hat Gott. Kriegt sie Gott, der selbst gemerkt hat Radung, kein was halten das. Der bewegt sich nicht, der halten nicht, der bringt kein Leben.
En dat kan van buiten nog een grof oje vorf zijn. Dat het van buiten vielleicht met smaak is, maar dat halb absoluut niet. Dus geen leven ben. Wo komt dat dan, dat een mens überhaupt geloven kan? We wollen in Matthäus 16 gaan. Matthäus 16, vers 13. We zijn dat Hesekiel, die kunde niets te doen. Die kunde niets te doen, dat deze knerkes levendig waren. Als einzig Gott gehorsam zijn en predigen ten dode knerkes. We würden sagen, wo kann ich mal dort geloten haben? Hesekiel, du redest te dode knerkes, like, wat? Hesekiel, die zijn dood. Ik weet. Maar dat zie niet ik, dat is God die wat die om leven brengt. Dort vertrouwen wat we haben. We reden te dode knerkes. We gaan ruit en we brengen dat evangelium naar dode knerkes. Dat is Jesaja zegt, Paulus zegt in die Philippa. Gewieren in jene zin jeslich dood. Matthäus 16, vers 13. Bad 17. Diese Begebenheit war wie sehr, sehr klar in Denk houden. Dat we het überhaupt meinen, was het überhaupt möglich, dat een mens geloven kan. Hij zegt es dit. Als Jezus in Caesarea Philippi aankwam, vroeg hij zijn Jünger en zei, wer zijn de mensen dat ik, de mensen zijn sie? En zij zeiden, einige zeiden, du bist Johannes, die dort bei anderen zeiden, du bist Elia, einige du bist Jeremia oder einer von den Propheten. En hij zei en wer zei je dat ik zie? Wer zei je? Like, wat zei je dan? Deze mensen die hebben alle de aardig die je doet. Dit hebben ze zichzelf profeten denken, is dat alle aardig. En je, wer zei je? En dan hier in het 16e vers zeg Simon Petrus antwoord, du bist de Christus, den Leben in Gott zien. Nou, wo kreeg hij dat her? Wo wist hij dit? Wo had Petrus mal zoveel geraten geloven als al deze andere mensen? Je hoort maar wo de antwoord is te dat. Jezus zei te Petrus, seilig beste Simon, Jonas ihn sehen, dit hast du nicht von Menschen, dit heeft mijn Vader im Himmel die je openbaart. Dat wie dat überhaupt geloven kan, dat Jezus Christus de Herr is, dat wie dat überhaupt geloven kan, dat Jezus Christus mij geraad heeft, dat is niet anders als de Herr openbaart mij dat. Dit kan ik je niet schwat niet erreden, dit kan ik je niet zijn, nog reden dat je dat leren immer waar uitwendig nu zijn, wens alles wat we dan hebben, wat doet dat is best een oje wird het grof van buiten. Wanneer dat niet de jes is wat je in deze levende hoopning in je harten planten deed, dan is dat zelfs niet eens dode knerkes in een grof. En dan verschmak wie dat de buiten beheven en een schmakken grafsteen de nat zaten. Dit is dat de himmlische Führer dit werken deed in ons. En dat is wat Paulus te de Galater zegt. Dit is wat Paulus meint, wanneer hij zegt, Unjasiekj. Zijn es die werklichen Glauben zijn. Weet je niet dat Jezus Christus en junt is? Maar hoor maar wat hij zegt. Weet je niet dat het niet je zijn? Weet je niet dat het Jezus Christus is wat in junt werken deed? Wens van dat je zelf zijn, dan had je Christus al losgezegd. En Paulus is nog einmal sehr klar met 1. Korinther 2, vers 4. Dat het niet mal zien schakelig reden wird. En dat zei we ook aan Hesekiel, dat we niet Hesekiel zijn kracht en reden, dat hij zou niet reden kunnen en du wegen waren de knerkes levendig. No, dat we God wat het werken deed. En zo zei we dat hier ook in 1. Korinther 2, vers 4, met 5. Hij zegt, meine Lehr en meine Predigt wirkte nicht dadurch, dass ich großartige wieder menschliche Weisheit braucht, aber dadurch, dass Gott sein Jes mit viel Kraft in ihn wirken deed. Kan we hier hören? Dat we niet mal Paulus zien schakelig reden. En dat is wat veel predikers van deze dag proberen te doen. Die proberen het zo schakelig, zo dat de mensen zijn te reden. Die doen die besebren, wat het moet zijn. Dat is waarom ik den citaat gleich van John MacArthur, wo hij einfach vraagt, sei je werkelijk bekeerd, oder sei je bus besebert? Sei je werkelijk bekeerd, oder sei je bus besebert? Wat meint u damit? Is dit een werk van God wat in jullie harten passiert is, er ga je dat best laten even reden en nu red je dat best met je mail immer met. Ga je dat laten zo lang reden, ga je dat laten zo lang reden dat je best, dat du wegen geloving somebody heeft je dat redt. Hij zegt, Paulus zegt is dit, dat we niet dat. Dat we niet dat hij schrikkelijk genoeg gered had. Reed Paulus schrikkelijk? Ja, ganz genau. Reed hij Zoya? Ganz genau. Reed hij Broef? Ganz genau. Reed hij Dries? Ganz genau. En dat had ook al zo wat doen. Maar dat wat in je harten passiert,
dat jene harten dat überhaupt mal begrijpen können, dat Jesus Christus der einzige Rare ist, dat bei der Helde ist. Gott hat uns das eingestellt. Er will das Evangelium gepredigt haben von Menschen, von schwachen Menschen. Aber er hat doch immer bewiesen, dass Wirken, dass die Menschen zum Glauben bringen, dort das heu. So schrecklich kann kein Mensch reden, so schrecklich kann kein Mensch reden, hoffentlich kann nicht, wer könnte, dass du wegen wer aus dem Glauben gekommen. Wenn ich du wegen glaube, bloß wegen ich denen, die hier reden, und ich habe das ever gehört, und das ist die Ursache, woran ich glaube, dann sehe ich womöglich bloß besäbert worden. Dann sehe ich überredet worden. Aber, wie man hier kicken, was Paulus hier sagt, dass meine Lehre, meine Predigt wirkte nicht dadurch, dass ich großartig wieder der menschliche Weisheit braucht. Aber dadurch, dass Gott sein Yes mit viel Kraft in den Wirken leitet. Gott sein Yes, wir beginnen an der Arbeit. Und das, was Paulus will wollte. Als Christus wirklich beginnt an der Arbeit, als Christus endet, und ihr seht ihn, wie echt das mal, lasst das mal auf den Weg schon ab. Das, was ihr glauben, glaubt ihr, dass du wegen dein auf so schrecklich könnt reden, oder glaubt ihr, dass du wegen Gott sein Yes ganz verfallen an der Arbeit ist. Wegen dein Offenbart das auf einmal. Das ist, was wir, das ist die Unjasiekj, was wir wollen durchgehen. Das ist das, wo wir uns wollen sehen. Was ist das, was in mir ist, dass ich wirklich glaube? Er sagt, ihr Glauben soll sich nicht von menschlicher Weisheit rechnen, aber nur Gott seine Kraft. Ihr Glauben soll sich nicht eine menschliche Weisheit rechnen, aber nur Gott seine Kraft. Nicht, dass da in der Predigt mal so und so schrecklich könnt reden und dort wurde mit dem Glauben gekommen. No. Gott, die sind im Glauben, wenn die wirklichen Glauben sind, wegen Gott sind, yes, geht den Glauben eingeben. Kriegst du es wieder um Petrus hier sein. Da wir der himmlische Führer, was den du um Bord hast. Und du wegen erst mal nicht neidig, dass ein Mensch so und so schrecklich redet, oder dass die erst so und so lange auf eine Schuldigung zum schrecklich sich lehren reden. Das ist gut eine Schuldigung. Seminar durchgehen, alles, Bibelschuldigung, das ist alles gut. Das ist alles gut. Aber was ich will, das wird kein Mensch ändern. Dat soll bis halten in die Schrift klar durchstellen, aber das wirkliche Wirken, dat ein Mensch zum Glauben kommt, das ist Gott und Gott allein und am allein trifft die dafür. Und das ist, warum das so eine große Sinn ist, wenn wir uns da ihr selbst zusprechen. Wenn wir uns dort selbst zusprechen, dass wir glauben, wie haben das getan? Und wenn wir auch würden so wie zugeben, dass wir würden sagen, naja, Gott hat das alle getan, aber niemand hat mir noch mit meiner eigenen Kraft seinen Stand auf der Hall. Wach ich mal mit. Wir können auch nicht mal dort. Das ist nicht möglich. Wenigstens, hij sagt, in Johannes 15, Vers 4, hij sagt, ik zie de wijnstuur en je zijn de rang, wie in mij blijft, die brengt veel vrucht. Ik zie de wijnstuur, ik hul je, ik trouw dat, ik veroorzaak dat je, weet je wat, een wijndrank, der rank alleen, der moet zelf van de stuur krijgen. En dat der rank überhaupt vrucht brengt, dat komt alle van de stuur, dat komt niet mal van der rank. Habe ich doch mal gedacht, wer ist imstande, ein klein bisschen mit Wien Gottes zu studieren? Ich glaube, das wird uns halten, da wird wie Johannes 15 ganz anders anfangen zu verstehen. Er sagt, ohne mich kann ich nicht tun. Das ist, was das ganze Kapitel geht. Wo Jesus in die Jünger sagt, das sind nicht die, was du imstande sind, was zu tun. Das ist ich. Ich sehe die Wien steht, ich drehe ihn, ich kontrolliere das, ich renne ihn, ich sehe das. Und Paulus in der Galater merkt das so sehr klar. Dort, wenn sie auch würden im Glauben haben angefangen, wenn sie auch noch würden haben beigegeben, ja, Christus ist wie so ein bisschen geraten durch Jesus Christus, aber nie wollen sie nach ihre Worten dabei, nach ihrer Kraft dabei, sich seinen Stand auf der Hall. Wir können nicht einen guten Umfang mehr und wir können auch nicht gut verrecht mehr. Und das ist rein aller Heu. Und das, worum heißt es das sagt, hier in Galater 3, Vers 1. Er sagt, oh Galater, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer hat ihn besäbert, dass ihr nicht nur die Wahrheit horchen? Jünt als Jesus Christus verhimmelt worden, dass ihr am Schier umtritt sein können. Like jünt als das so klar, die haben das einfach so klar gesagt, die können nicht mit jeden Salz. Die können ja am der Schier sein, dass wir was Heu und Heu allein, was jünt raten dat. Das eine war ich doch von Ihnen weiten. Habt ihr den Yes gekriegt, dadurch, dass ihr das Gesetz hielten, oder dadurch, dass ihr durch die Predigt vom Glauben? Paulus sagt, das eine war ich weiten. Habt ihr den Yes gekriegt, wegen sie du noch streben deuten, wegen sie in Sturm wären, so und so viel Gott zu tun? Oder kommt ihr dadurch zum Glauben, wegen sie das Evangelium hier in der Hell der Yes wirkt, das in Jünt? Woher habt ihr diesen Heiligen Yes gekriegt? Von wo kommt das her? Wo soll Arbeit die Jünt dort aus? Und dann müssen sie tauschen, dass wir alle Gott.
dat wie hij en hij alleen, hij maakt diesen gouden omvang. En hij in het derde vers sagt, sei je so verdreht, und jetzt hat je euer Fang und je recht nu in Fleisch vorig te machen. Je stond schließlich ook al toe, de radung als post der Christus, aber nicht probiert je dat met je ene Kraft vorig te machen, und je kann gleich. Je kann nicht. Wings hij sagte de Philippa, ik heb du an, Philippa 1 vers 6, hij sagte, ik heb du an gode hoopning. En wanneer je zegt gode hoopning, dan heb je dat zo, plattdeutsch en maar mal wie hoepen, bis dat regnet. Aber wir wollten gleich das Wort. Das Wort hoopning, das Wort in der Griechische nichts ist das gebruikt. Das Wort, was die gebruikt, das ist, ich sie überzeug. Paulus, der sagt du auf Griechisch, er sagte, ich sie überzeug. Dat die, der gute Werk in euch gefangen hat, der wird das auch fertig machen. Heißt sich ganz bewusst über das. Das hat nicht mit Hoopning zu tun, ich hoffe, das passiert auch das dort, und nicht ganz näher weit ist das Wort. So ein Wort braucht Paulus du nicht. Paulus braucht das Wort, was wir würden, plattdeutsch sagen, überzeug. Ich sie convinced. Like, ich habe das ganz klar. Gott, wenn der was anfängt, der fängt das an, nicht um seines Amts, das wird gleich. Gott, wenn der was angefangen hat, der hat das durchab getan, ich werde das auch fertig machen. Und das, was Paulus ganz klar hat. Und wir wollen das zu unser ersten Erlernungsvers bringen. Als dat Jesus Christus wat in is, wings van nicht, dann ist das gleich, hij wat het angefangen hat. Wo wann das ist, dat hij dat angefangen hat, dann wird hij dat ook fertig machen. Dat je wat het hier sagt. Ik ga du een gouden hoopning, ik wil dat niet gleich in uitloten. Ik wil dat best wel de original griechische hierbij sagen. Ik zie überzeugt, dat die, der dat gouden werk in jullie angefangen hat, die wordt het ook fertig machen, maar aan Jesus Christus zijn dag. Ik zie mij ganz bewusst über, wir zijn dat ook in Hebräer 12 vers 2, wo Jesus sagt, weil wir wo der Schreiber sagt, der Schreiber und der Hebräer sagt, weil wir Jesus einmal in holen, der den Gloowen und ans angefangen haben, und auch fertig machen wird. Er sagt, der hat den angefangen und der wird das fertig machen. Das wurde am in der Offenbarung. Es heißt das A und der O. Da meint der Anfang und das Ende. Like, du hast nicht fertig, nicht hängen an. Das ist Heu und Heu allein. Und dass er hier in Philippa 2 vers 12 sagt er, so, liebe Freunde, als ich du wieder gehört hier in Deuten, was ich sehe. Dort nicht auch so wieder, wo ich nicht du sehe. Schauf mit Ferien zettern, dass je seilig wird. Manchmal wollen einmal bis das letzte Part von den Ferien nehmen, dass wir sollen nicht mit unsere Kraft an den Ferien zettern merken, und das sein, dass wir können wringen und sein, dass wir uns können seilig merken. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Wenn's die plattdeutsche Bibel hat du einen Punkt, der original griechische hat nicht, wenn das jetzt wieder in der 13. Vers nehmen. Nu hör mal, was die 13. Vers sagt. Wils Gott werk in je bedes dat wel en ook dat fertig meer, en zo als aan dat gefällt. Like, dit zal ons flatterig meer. Hebben we een idee wat van grote dingen we gekregen hebben, dat is de radung? Hebben we een idee, dat zal ons flatterig meer. Hebben we een idee wat van een riesige kracht gaat en ons werken laten? Dat zal ons flatterig meer. Ik wil niet mal dit eens vragen. Wens we alle in een gewisse moed nog geldgierig zijn, zodat niet vielleicht, wanneer ik met geld als Beispiel brauche. Weil wir sagen, wir sind so ohne ihn. Wir wissen nicht, was das soll. Und wir haben ein krankes Kind. Und wir haben das keine Macht halten. Wir sollen unbedingt Doktoren und wir sind ganz ohne ihn. Wir können nicht. Wir wissen nicht, was das wieder soll. Wir haben Knopf zu essen. Aber ich habe einen Tag aus einem Surprise ein Jas auf dem Hof. Und der kommt einfach bis mal an und der bringt mir eine Nachricht, wo ich nie nicht in meinem wildsten Leben gedacht habe, dass es eine Nachricht geben kann. Und das ist das. Heute sage ich mir, du als ein reicher Mann in der Stadt, der hat keine Kinder, und der hat sich die bloß randomly gewählt, sie haben Gott ab die zu vermerken. Der Mann ist nicht ganz kurz gestorben. Und ich sie geschickt, ich sie den sein Lawyer, ich sie geschickt, die abzusägen, wenn die beste auf. Und er kriegt sich einen Scheck von $10 Millionen und sagt, das ist die Ontooling. Das ist die Ontooling von das Aufgeld. Hier ist dort, dass die wiederkommst mit deinen Gastos. Und dass die kost den Aufgeld kaum annehmen. Wenn da nicht wer wird flatterig worden, da würde ich sagen, hier haben wir, die Kieltje regnen nicht ganz taub. Und dann sage ich mir, was würde passieren, wenn wir ganz ohne eng sind und wir kriegen auf einmal die, even moet nicht grote Nachricht, kijk mal, die Trouble ist gelöst. Sag ich mir, wer wir nicht flatterig worden. Wird wir nicht Messkreis machen, wird somehow irgendwas haben, dass wir das überhaupt stellen würden. Aber kijk mal, was ist gerade?
En titel je afgoed, dat over je afgoed. Wat is grater? En dit is krijg wat ik hier, hoe ik dit hier handsturen wil. Want hij zei, ik schaf met vergen zaten dat je zalig worden. Like, wat meint je daarmee? Maak dat mal, wat je van groot afgoed je krijgen gaan. Maak dit mal. Kijk mal. Dit zal je flatterig merken. En dit alleen, dat je wel gebroken is, dat je wel geschenkt is, dat grote ding, dat we een aanmeel, je denkt, geen army, geen nurse kan dat doen, geen psychologist kan dat doen in junt. Dat hij zegt in het 13e vers, wils God werk in junt bed is dat wel nog de vorig merken. Wat brukt het voor kracht om dat te doen? Hoeveel mensenkracht kan dat doen? Weet je wat, dat is wat Paulus in gebed weer in Epheser 1. Dat is wat Paulus in gebed weer. Zijn gebed weer dat zij dit mogen verstaan, wat in irgendwie ooit gaan. Zijn gebed weer dat zij mogen dat morgen dit weer niet zij wat mal een goede Entscheidung gemerkt haben. En onder weer als dit. Hier zijn die twee Stück, die zijn gleich verloren. Aber der eine, der wordt op einmal geraten. Menschlich ooit zijn, dat het van de eerste dag viermal durchgestellt wordt. Dat is een beetje, der eine ist klicker, je was es der andere. Der eine ist weiser, je was. Der andere, der hat eine weisere Entscheidung gemerkt. Oh, come on. Die wir im Bett glicken nur, dat wir im Bett ist glicken grote Noren. Die wir im Bett ist glicken so verloren, die wir im Bett ist, die wollen Bett glicken wenig von Gott. Woran wir daran über so ein Unterschied? Den Einsehen Welt wird geändert. Der eine, der kriegt diese Änderung. Der eine, dat wir nicht, dass er weiser wird als der andere. Der muss vielleicht noch viel anklickeriger sein als der andere. Vielleicht hast du noch ein viel geraterer neue Wasser. Und das, wo Gott sich interessiert für die ganz anratbar ist, zu raten, zu wissen, was er entstammt ist zu tun. Und das, was Paulus in Gebet ist, dass er bet einfach dafür, dass sie das machen sein können, was du wirklich als euch gehen. Ich habe hier in Epheser 1, Vers 15. Hier sagt Paulus es dit. Hij zegt, vandaan als ik van jullie geloven aan den Herrn Jesus Christus hier, en wo je alle heilige Gott zijn, hier ik niet op voor jullie te danken en voor jullie te beten. Dat de God van onze Herrn Jesus Christus, de herrliche Führer, jullie mocht den Geist van wijsheid en inzicht geven, aanbidden kan te leren. En onder wie het Paulus in gebed is einfach, kijk mal, even wanneer je nu ook al om geloven zijn, maar mocht je dit verstaan kan, wer das Gott wirklich ist, mocht je dat wirklich sein kann, wo der schaffen hat, mocht je de inzicht kriegen. En je gratere inzicht wie kriegen van God, je een kleinere inzicht kriegen wie van onszelf. Hij doet mal even gedacht, dat is een beetje zo'n, wat noemen ze zo'n duk. Want een kind hoog is dan dat onder kind leeg. Like, dus er zijn helemaal niet bad hoog, of bad leeg. Er moet einmal einer, en weet je wat, zo is dat met onze inzicht van God. Wanneer we een kleine inzicht hebben van God, dan hebben we manchmal een grote inzicht van zelfs. En dat is ons grote trouble. Je grotere inzicht wie van God hebben, je weer komt wie leeg. Je grotere de inzicht. En wanneer we nog immer een grote inzicht hebben van zelfs, dan telt je dus mal even wat van een grote inzicht wie van God hebben. Dan hebben we een zo'n kleine inzicht van wie God is. En dat is wat Paulus hier am te doen is, dat zij dit mogen te zijn krijgen. Dat zij mogen God beter kennenlernen. Dat zij mogen een hegere inzicht krijgen van wie God is. Hij zegt, en mag hij junt den inzicht geven, om hart te vernemen, hoe groot de hoopning is, dat hij voor junt eruit heeft, en hoe groot en herrlich dat afgod is, dat alle heilige in Christus gekregen hebben. Dit beter hij einfach, like, mocht je dit mal zijn kan wat je gekregen hebt, dat is niet zo wat je niet uitgearbeitet hebt, dit is zo wat God je einfach gegeven heeft, mocht je dit mal zijn, dat is wat hij verbeten heeft, maar hier is de 19e vers, hier kielt hij de heel ganz aan. Hij zegt, en dat je begrijpen kan, wat van een riesige kracht God in ons heeft werken laten, dat we aan hem geloven. Wat van een riesige kracht. Nu wou trainen Philippa 2 gaan. Hij zegt, schaf met vergen zetten. Maak je dat niet wat in junt als ooit gaan? Wat je niet, kan je niet zijn wat van grote, riesige werk in junt passiert is? Waarom merkt je dit niet flatterig? Wo is de raring? De grote raring, dit wat ons passiert is, waarom is dat maar zo nonchalant, waarom man zijn? Dat lijkt dat zo. Dit is krijgt, waarom we immer dollar man abkijken, wer God is en wat hij gedaan heeft voor ons. We moeten ons van Frischen an Unjasiekj zijn, maak wie dat. Maak wie dat Jezus Christus is, wat met wat. Met een riesige kracht in ons werken dit. Maar nu willen we mal die kracht bezien, wo riesig die werkelijk is.
Hij zegt, hier in 19 vers nog eenmaal. En dat je begrijpen kunnen, wat voor een riesenkracht God in ons werken laat, dat we aan hem geloven. Niet wat we moeten kijken, maar wat voor een kracht hij dat, maar wat voor een kracht hij dit vergelijken dat, wat voor een kracht hij werkelijk erwähnt dat. Hij zegt, dat is dezelfde geestelijke kracht die hij bewijst als hij den Heiland van dood opwekt en besiegt de rechte hand en hij zijn ehrenplaats im Himmel juift. Kijk maar wat voor een kracht in junt als het passiert. Wat is de kracht wat in junt werken dat? Kijk maar wat voor een riesige kracht dat is. En hij zegt daar, Geuch over alle macht en gewalt en herrschaften en alle kracht en herrschaften, die du genannt worden kunnen in deze wereld en die du nog kämpft. En onderweer weet je wat God heeft grotere kracht in junt werken laten als hij gebruikt heeft in de ganze universe meer. En dan vraag ik me, zal ons dit niet flatterig meer? Wenn Gott diese riesige Kraft in uns auf wirken lässt, was ist dann noch, was uns nicht rechthält? Was ist dann noch, was uns nicht noch brechen kann? Wenn Gott sich das gewählt hat, einfach bis zu tun, zu wissen, wo mächtig er ist, stimmt das dann nicht gerade, was der Römer sagt? Was kann uns dann nicht von Gott seine Leib scheiden? Hast du irgendwas, was du kannst? No, du hast nichts. Nicht Triebsal, nicht Schwert, nicht, du hast keine Kraft, was uns nicht von ihm scheiden kann. En meine Frau, Brüder und Schwestern, das kriegt das, glaube ich das. Habe ich das klar, dass diese riesige Kraft ist, dass wir in uns wirken das. Und das nicht unsere eigene. Wenn wir noch unsere eigene Kraft haben, was in uns wirken das, und wenn dort uns vertrauen ist, dann sind wir noch so verloren, als wir jemals gewesen sind. Und das schlimmer für uns bestellt, als wenn wir noch nie nicht von Jesus Christus gehört haben. Mein Vertrauen ist, dass ich keiner bin ist. Wer bloß ein Fingerbreit auf sich selbst vertrauen hat. Ich wünsche, das dürfte nicht sein. Ich wünsche, dass jeder einer wie würden man sagen, einfach fürchten, sattern durchgehen. Wenn wir das mal merken, was für eine riesige Kraft Gott in jedem einen von uns wirken lässt. Und was ich allein dort ein Sinn aber durchkommt, dass er seine Sinn ersetzt, das braucht eine riesige Kraft. Eine riesige Kraft braucht das. Das ist, was Paulus sagt. Und du lässt mich nicht von auf. Das braucht nicht bloß ein kleines bisschen, das ist was der Mensch als selbst. Das ist nicht Gott und der Mensch taub. Das ist Gott und Gott allein. Und das wird bloß einzig die ihr traf dafür. Und das wird der ganze Herd, was du euch traten hast für Gott. Was du wird euch traten hast für Gott, der schrien mit lauter Stimme an der Radung kämpfen von unseren Gott in das Lamm, der was auf den Thron sitzt. Da sprechen sich durch keine ihr selbst taub. Du hast nicht von Gott, der hat mich 99% geraten und 100% direkt nach Salz. No, die haben nicht Salz. Das wir alle Gott und Gott allein. Und einzig traf die ihr. Amen. Ich wünsche, dass das können wir sagen. Wir schließen ein Gebet. Himmlischer Vater, magst du alle Ehren annehmen, alle Kraft und alle Macht. Und so klar ist die uns das wahre gewesen hast, dass die allein regieren, dass die allein hast alle Macht. Und die allein, das alles ist, die das gefällt. Und du lobe dich dafür. Und Herr, musst du das immer da beweisen, dass die der einzige bist, wem das zu loben ist. Musst du das so klar beweisen, dass die der einzige bist, wer der Kraft und das Radungswerk in uns alle durchführen ist. Und dass keiner von uns macht, ab selbst vertrauen. Und dass wir keiner von uns macht, dass du kommst, dass wir glauben, wir haben noch Fingerbreit zu tun. Weil himmlischer Vater, die allein bist, dass wir uns der steinerne Horten reinnehmen und uns die fleischenden Horten ja, die allein bist, dass wir uns können empfindlich mehr unter den Sinn, die allein bist, dass wat ons die Geest geeft en die merkt andere Lied van ons als we zijn. En die merkt ons dat we dat Gesetz holen, überhaupt kan holen en zo leven als die dat überhaupt gefällt. Dat is die Gerechtigkeit, wat die ons vrij toespreken is. Dat is niet onze enige Gerechtigkeit. Herr, we schämen ons, wanneer we aan onze enige Gerechtigkeit denken. Herr, we komen zo kort. Aber Herr, wir verloren uns auch nicht ab Salz, wir verloren uns ab die und das, was die getan hast. Himmlischer Vater, kick immer da nicht die Salz. Wenn wir kalt kommen, himmlischer Vater, kick nicht nur uns, aber kick nicht die Salz. Und dort wir in den Hell genommen, dass die uns du fertig stellst. Als Gerechte, nicht wegen wir gerecht sind, aber wegen du uns gerecht aussprachst. Himmlischer Vater, dort ist das Einzige, wo wir ab vertrauen und Jesus ihn nun berichtet. Amen.